Gute Nacht, Geschichtli. Bravissimo! Alle Vögel sind schon da und singen lalala. Piep, piep. Tönt fast wie echt. Du könntest ja gerade in der Voliere bleiben, du Piepslotti. Ich könnte einfach den ganzen Tag zuhören, wie die alle zwitschern und piepsen und singen und flöten. Ah, ein ganzer Vogelchor. Aber jetzt fertig lustig. Kommen die zwei. Piep, piep. Oh, Mr. Pig. Da sind Sie. Wir haben Sie überall gesucht. Dr. Su, wir haben doch nicht abgemacht. Wobei, es ist natürlich immer eine Freude, wenn Sie und wenn die vorbeikommen. Ha, haben Sie es etwa vergessen? Ich hüte heute Kind. Und Sie gehen das Zoodirektorfest. Aha, wegen dem, Der Paps will nicht gehen, wissen Sie. Wieso nicht? Das haben wir doch abgemacht. Aber zuerst müssen Sie mir einen Weg etwas helfen. Die Wendy hat einen Vogel gefunden, der den Flügel gebrochen hat. Die Mami hat ihm einen Flügelgips gemacht und es tut ihm, glaube ich, nicht mehr weh. Wir können ihn noch nicht aussetzen. Er muss sich zuerst erholen. Aha, ich weiss was. Er kann in unsere Voliere. Sehr gute Idee. Ich gehe ihm gerade sein Plätzchen zeigen. Nur mal nicht so gespannt, Mr. Pig. Das können doch die Kinder übernehmen. Sie müssen sich doch fürs Fest bereit machen. Pass auf, Jimmy. Du musst keinen Schiss haben. Deinem Vogel geht's bei uns sicher gut. Wie willst du das wissen? Weil er fröhlich piepst, denk. Piep, piep. Oh Mist, da ist irgendetwas gar nicht gut im Fall. Wieso wollen Sie eigentlich partout nicht an das Fest? Das macht doch sicher Spass. Ich habe noch einfach keine Zeit und, ich habe ganz grau auf den Pfnüsel und, einfach nichts zum Anziehen. Und mit dem Wetter sollte ich auch drin laufen und, ja, also gut, dann sage ich es halt, ich will gar nicht gehen. Ich habe gar nicht gerne so viele Leute. Ich weiss nie, was sagen. Oder ich lasse etwas fallen und stolpere über Sachen. Und die vermissen mich doch nicht. Wirklich? Also ich glaube, die lachen Sie nicht aus. Ganz sicher nicht. Vielleicht ist er ein bisschen scheu. Es hat so viele andere Vögel in der Voliere und er kennt keinen. Ich weiss was. Wir machen es ihm gemütlich. Dann pfeift er richtig. Fertig? Piep, piep, piep. Nicht aufgeben. Wir müssen es ihm einfach nur vormachen. Vielleicht kann er gar nicht pfeifen. Oder er findet uns ein Lied ein bisschen doof. Wartet, ich bin gerade wieder da. Mr. Pig, die laden Sie doch ein, weil Sie sich freuen, wenn Sie kommen. Ja, schon. Die sind ja auch alle nett. Aber ich fühle mich einfach gespässig im Frack mit einer Flüge. Wäh. Also, kommen Sie normal? Auf der Einladung steht nichts von einem Anzug. Das Einzige, was wichtig ist, dass Sie ein Zoodirektor sind. Und Sie sind der Allerbeste, den ich kenne. Wir finden das Lied, das den Vogel zum Pfeifen bringt. Und auch wenn wir die ganze Nacht haben. Klassisch. Rock'n'Roll. Oder echt Disco. Kopf nochmal. Jetzt haben wir alles probiert. Der arme Vogel, er ist sicher fest traurig, wenn er nicht pfeifen will. Sie haben schon recht, Dr. Su. Wenn man ist, wie man ist, kommt's gut.
Kinder, ich gehe ans Fest. Das ist das Beste. Genau so, wie ich bin. Ha. Was ist los? Oh, ich weiss. Zu wenig festlich. Sehen Sie, ich habe es gesagt. Die Kinder finden es auch. Nein, Paps, du siehst cool aus. Geh genau so an das Zoofest. Es geht um den Vogel. Er hat noch kein einziges Mal gepfiffen. Es gefällt ihm nicht da. Kein Piep-Piep. Gar kein Piep-Piep. Das klingt nicht gut. Dann schaue ich doch gerade mal selber. Aha, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Kann man das heilen? Aber natürlich, wir könnten es mal probieren mit Licht ablöschen. Oder, Dr. Su? Sie haben es getroffen, Herr Zoodirektor. Das verstehe ich nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Vogelarten. Etwa so viel, wie es verschiedene Menschen gibt. Der Vogel ist ein Nachtigall. Es muss ein Männchen sein. Nur Nachtigalle Männchen können pfeifen. Und am allerschönsten in der Nacht. Wow, es ist wunderschön. Finde ich auch, Wendy. Aber ich kenne noch einen Ort, wo es schöne Musik hat. Das Zoodirektorfest. Und ich will nicht spät kommen. Ha? Schafft ihr so nicht mich? Easy, Paps. Wir machen auch ein Fest, weisst du? Sehr gut, wie immer. Alles tippitoppi paletti.